Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Konzert unter dem Namen Sagen aus dem Mostblock. Wir werden Sie während 45 Minuten etwa unterhalten und Ihnen dabei Geschichten aus der Region Ostschweiz und aus Ihrer Region auch ein bisschen näher bringen. Nicht alles, was wir singen, ist wahr, nicht alles ist aber auch erfunden. Die Sängerinnen und Sänger aus dem Chor der 100 hinter mir haben seit dem Freitagabend geübt und was Sie, verehrte Damen und Herren, heute hören, ist eine Uraufführung. Zuerst zum Begriff Sagen aus dem Mostblock. Ich zitiere den Duden. Die Sage, ursprünglich mündlich überlieferter Bericht über eine im Einzelnen nicht verbürgte, nicht alltägliche, oft wunderbare Begebenheit. Zum Begriff Mostblock. Der Begriff Mostindie für unsere Ostschweiz ist bereits im 19. Jahrhundert auftaucht im satirischen Volksblättli Postheiri. Im gleichen Blatt ist auch der Begriff Mostsee für unseren Bodensee auftaucht. Das Wort Block heißt laut Duden in sich geschlossene Gruppe von politischen und oder wirtschaftlichen Kräften. Uns Ostschweizer sagen wir ein bisschen nach, wir sind ein bisschen abgeschottet vom Rest der Welt und lesen nicht alle rein. Unser Chor beweist das Gegenteil. Wir haben Sängerinnen und Sänger aus diversen Kantonen und Ländern. Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen mit Sagen aus dem Mostblock. Herzlichen Dank. Ich sage Ihnen jeweils ein bisschen an, damit Sie nicht so alles ganz genau verstehen müssen, weil für uns als Chor ist es natürlich ganz schwierig, jedes Wort so zu singen, damit Sie alles verstehen. Die erste Sage ist eine Sage aus meiner Heimat. Und zwar gibt es dort einen Wald und in dem Wald steht eine Grotte und nicht weit davon entfernt steht eine Kapelle. Wie die Grotte und die Kapelle entstanden sind, ist folgendermaßen abgelaufen. Es hat bei uns ganz in der Nähe eine Burg Hohenklingen. Und ein Ritter von dieser Burg Hohenklingen ist bei uns im Wald auf die Jagd und ist in einer Wildsau begegnet. Einem Keiler, gefährlich, lange Zähne. Er hat Angst bekommen und hat gemerkt, der Keiler will ihm ans Leben. Dann hat er ein Stoßgebet losgelassen und hat gesagt, lieber Gott, wenn ich da lebendig davonkomme, dann baue ich an dem Ort eine Kapelle. Und heute steht die Kapelle und die Grotte zu Mammern im Wald, eine Wallfahrtskapelle namens Klingenzell.
weiß nicht genau, wenn, aber wo, das ist markiert. Noch mit hört das Grunzen, wenn man dort rumsteht. Aber los es selber, wie die Geschichte anfängt und zu Ende geht.
Dankeschön. Kennen Sie das Leuchttürmli in Weggis am See unten? Das Leuchttürmli, das ist so ein herziges Beizli. Der Beizer ist der Peach, kenne ich gut. Und der Peach hat mir folgende Geschichte gerade erzählt. Es war ja am 1. Mai so schönes Wetter gewesen, und er hat alle Städtischli rausgeräumt. Beim Peach gibt es gute Fischknusperli, gute Pommes frites, gutes Bier, und eine Frau ist über den Mittag schnell zum Peach ins Leuchttürmli und hat etwas essen. Dann hat sie ihre Fischknusperli genommen, ihre Pommes frites genommen, ist raus mit dem Fläschchen Bier, hat alles aufs Stehtischchen gestellt, hat angefangen zu essen, und bald, nachdem sie angefangen hat zu essen, hat sie aufs WC. Dann ist sie wieder ins Leuchttürmli rein, und wo sie nach dem WC wieder zurückgekommen ist, raus, ist ein fremder Mann am Stehtischchen gestanden, hat von ihren Fischknusperli gegessen, von ihren Pommes frites und von ihrem Bier getrunken. Dann ist sie hässig geworden und hat nicht gewusst, was sie machen soll. Sie hat dann beschlossen, ich zeige es jetzt dem, ist zu einem angestanden und hat auch mitgegessen an den Fischknusperli und an den Pommes frites. Dann hat der Mann angefangen zu lachen und hat ihr von ihrem Bier angeboten. Sie hat voller Wut die ganze Flasche in einem Zug ausgetrunken. Dann hat der Mann den Kopf geschüttelt, gelacht und ist gegangen. Dann ist sie so hässlich, dass sie gefunden hat, jetzt muss ich dringend eine Zigarette rauchen, hat ihre Zigarette gesucht, die sie auf den Tisch geleitet war, und hat gemerkt, die sind auch weg. Voll Wut hat sie sich umgeschaut und hat auf dem Nachbartisch die Zigarette gefunden, nebendran ihre Fischknusperli und ihre Pommes frites und das Bier. Und jetzt noch 2 Militärgeschichten. Ich erzähle Ihnen 2 Geschichten. Sie kennen vielleicht den Begriff Wandersagen. Wandersagen sind Geschichten, die erzählt werden. Irgendjemand sagt, ich habe es gehört vom Schwager von meiner Kollegin, und der hat gesagt, es sei wahr, es sei seinem Cousin passiert. Und ich erzähle Ihnen 2 Militärgeschichten. Die eine Geschichte ist wahr, die andere ist eine Wandersage. Die erste Geschichte geht so. In Gossau, St. Gallen, hat es im Oktober 2017 eine Militärübung gegeben. Ganz in der Nähe vom Walter Zoo. Durch die Querschüsse und Handgranateneinsätze hat es sehr viele Erschütterungen gegeben, und Tierli im Zoo sind gestört geworden, hat man gemeint zumindest. Wie man sich Sorgen gemacht hat um Tiere, ist man dann mit der Zooleitung reden. Und hat gefragt, geht das für eure Tiere mit unseren Übungen, mit all dem Klopfen und den Handgranaten und so weiter? Dann hat die Zooleitung gesagt, ganz im Gegenteil, das sei sogar gut. Ihre Krokodile, die sie haben, die haben dann das Gefühl, durch die Erschütterung vom Boden, das sei der Regen, wo falle im Regenwald, und durch das sind sie viel mehr paarungsbereit. Der Walter Zoo hat viel mehr junge Krokodile als andere Zoo. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte geht so, die ist bei uns im Thurgau passiert. Wir haben einen Waffenplatz mit Panzer, Jeep, viel Truppen, und es hat einmal eine grosse Übung gegeben. Am Schluss von dieser grossen Übung haben sich alle besammelt auf dem Waffenplatz, sind alle da gewesen, nur hat ein Panzer gefehlt. Leopard 2, der ist 11 Meter lang, 4 Meter breit, 3 Meter hoch, 62 Tonnen schwer. Man kann ihn also nicht übersehen, aber er ist weg gewesen. Dann hat der Waffenplatzkommandant gesagt, jetzt bleiben alle da, bis der Leopard 2 Panzer wieder auftaucht. Sind alle dort geblieben. Ein paar Tage darauf läutet den Bauer an und sagt, wenn dass sie denken, dass sie den Panzer aus seiner Schür holen können. Eine von diesen 2 Geschichten ist wahr, die andere ist falsch. Ich tue Ihnen das nächste Lied ankündigen. Ich habe gesehen, am Montag gibt es bei Ihnen Haseragu. Das passt perfekt zu unserem nächsten Lied. Es ist nämlich so, ich habe einmal eine Geschichte mitgeteilt bekommen. Da hat mir einer gesagt, das hätte er wirklich selber erlebt. Sein Nachbar hat einen Hund. Der Hund ist eines Tages mit einem toten, dreckigen Küngel im Maul heimgekommen. Und der Nachbar hat gewusst, sein Nachbar hat eine Küngelzucht. Dann hat er gefunden, was soll ich jetzt machen mit dem Küngel? Er hat dann beschlossen, er tut den waschen, föhnen,
und wieder zurücklegen in den Garten von seinem Nachbarn. Ein paar Tage darauf hat es geläutet an der Tür und der Nachbar ist dort gestanden. Er hat gesagt, ihm sei jetzt etwas ganz Komisches passiert. Ein Krüngel sei ihm gestorben, er hat ihn vergraben und ein paar Tage später sei er wieder im Garten gelegen, frisch duschend und gefüllt. Die nächste Geschichte ist ziemlich sicher wahr. Sie ist mit neuen Nachbarn passiert. Aber wenn ihr nicht glauben will, sie wohnt nicht eines Tages einfach so. Mit der Kühner ihre Schnauze einfach. Die Nachbar hat der Kühner klar. Es Glück, dass ich den Nachbar sehen lasse. Als in Unzeit aber und was ist das? Das verkrieg ich, der Kühner sind die. Kühner sind so sensibel und Kühner sind so beliebt. Man kann sich denken, dass ich das nachspielt. Und Kühner sind immer nett, eins. Die Nachbar hat der Kopie für uns. Der für am Mund sich Shampoo benutzt. Den hat ihn füllt, so richtig füllt. Der Kühner hat mal Lust wie neu.
Dankeschön. Die nächste Geschichte kommt auch aus meiner Heimat. Ich komme so aus dem Thurgau und viele von unseren Sängern auch. Und aus dem Thurgau, ganz genau. Und in der Nähe von Schaffhausen sogar. Und dort ist Folgendes passiert. Es gibt ja dort den berühmten Rheinfall. Und eines Tages ist ein Fischer in seinem Boot am Schlafen gewesen, oberhalb vom Rheinfall. Irgendwann ist er verwacht und hat gemerkt, dass er mit seinem Boot den Rheinfall durchab ist und geschlafen hat dabei. Dann ist er komplett erschrocken, ist in die nächste Beiz und hat angefangen zu bluffen damit. Hat allen gesagt, wenn ich mit meinem Boot den Rheinfall durchab komme, schlafend, dann schaffe ich das wach sowieso. Dann hat es einen Fremden in der Beiz. Und der Fremde hat gesagt, wette, du schaffst das nicht das zweite Mal. Der Fischer hat gesagt, es wäre ja gelacht, ich mache es morgen. Am nächsten Tag hat er es nochmal gemacht und man hat nur noch sein Boot gefunden. Mann, müde von Arbeit und Wein, so dass er nicht mehr fischen kann. Fischer, oh Fischer, schau auf dein Boot, es löst sich vom Ufer und treibt langsam los. Fischer, oh Fischer, treib mit dem Boot zum Rheinfall dem tosenden Tag der Ohnot. Der Fischer erwacht vom Wassergebrüll. Er weiß, dass das Wasser ihn haben will. Der Schrecken ist groß, so groß, dass, o Graus, dem Fischer gehen die Lichter aus. Fischer, oh Fischer, schau auf dein Boot, es treibt durch den Rheinfall bis Heimat und Tod. Fischer, oh Fischer, vorbei alle Not, erwacht aus der Ohnmacht mit Lasse im Boot. Der Fischer geht schnurstracks ins Wirtshaus hinein und prahlt, welch ein furchtloser Held er sei. Wenn er das im Schlafe schaffe, so dann wär's ihm wohl ein leichtes im Wachzustand. Drauf sagt ein Fremder, wer tut das nicht? Und dann wird es tragisch mit dieser Geschichte. Fischer versucht es am folgenden Tag, sein Boot war gefunden, er selber nicht. Der
Fremde ward nie mehr gesehen im Ort und glaubet uns nur dieses letzte Wort. Wenn nächtens der volle Mond scheint am Rhein, dann sieht man den Fischer im Hütelein. Nachts, wenn der volle Mond scheint am Rhein, dann sieht man den Fischer im Hütelein. Dankeschön. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die hat der Cousin von meiner Schwägerin seinem Cousin mir erzählt. Und die ist wirklich wahr und die ist da passiert. Und zwar ist es so, Sie mögen sich vielleicht noch erinnern, vor ein paar Jahren sind Fahrausweis und Fahrzeugausweis noch aus Papier gewesen, noch nicht so in Kreditkartenform. Und die hat man ja immer dabei. Und es hat ein Ehepaar gefeiert an einer Geburtstagsfeier in Vitznau. Die sind aber aus Gräppen gekommen und die haben wieder nach der Geburtstagsfeier heim müssen. Beide Eheleute haben gut getrunken und sind mit zwei verschiedenen Autos an dieser Feier gewesen, weil sie beide von der Arbeit gekommen sind. Sie haben also müssen mit zwei Autos wieder heim auf Gräppen fahren. Da haben sie gefunden, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn zwei im gleichen Auto sitzen, ist die Chance grösser, dass sie verwünscht werden bei einer Polizeikontrolle. Da haben sie gefunden, der Mann fahre zuerst los. Die Frau hat 5 Minuten gewartet, dann ist sie auch losgefahren in Vitznau Richtung Gräppen. Langsam, sehr konzentriert ist sie gefahren und bald schon im Weg ist von der Polizei angehalten worden. Sie hat das Fenster runtergelassen und hat gegrüßt. Der Polizist hat ihr mitgeteilt, dass sie eine Fahrausweis- und Fahrzeugausweiskontrolle machen. Die Frau hat den Führerschein gegeben, hat den Fahrzeugausweis gesucht, lange nicht gefunden und irgendwann dann im Handschuhfach hat sie ihn gesehen und hat ein Auto das Fenster rausgegeben. Der Polizist hat ihn genommen und hat gemerkt, dass der Fahrzeugausweis nicht unterschrieben ist. Er hat ihn zurückgegeben und dazu einen Kugelschreiber. Die Frau hat gemeint, der Kugelschreiber sei ein Alkoholmessgerät und hat reingepustet. Dann hat der Polizist ihr gesagt, sie soll bitte aussteigen für einen Alkoholtest. Der ist zu den Ungunsten der Frau ausgefallen. Und wo sie so dort bei den anderen Polizisten gestanden ist und den Alkoholtest gemacht hat, hat sie gesehen, dass ihr Mann mit seinem Auto auch dort steht. Dann hat sie ihn gefragt, wie jetzt das käme, dass er auch da sei, ob er auch in den Kugelschreiber reingepustet hätte. Der Mann hat gesagt, er hätte gerade nach dem Ablauf von der Scheibe im Polizist gesagt, er hätte nichts getrunken. Da hat der Polizist misstrauisch gemacht. Dann hat er den Polizist aufgefordert, auszusteigen, zum Kofferraum zu laufen und mit dem kleinen Kofferraumschlüssel den Kofferraum aufzuschliessen. Das war so ein Test, den haben Polizisten früher noch manchmal gern gemacht, um zu schauen, erstens, ob der Mann gerade läuft und zweitens, ob er das Schlüsselloch noch trifft. Der Mann ist also zum Kofferraum, hat das Schloss sofort getroffen und ist wieder eingestiegen. Und wo er wieder im Auto sitzt, sagt der Polizist, er solle gerade wieder aussteigen und zum Alkoholtest kommen. Der Mann war ganz erstaunt, weil er so sicher gelaufen ist und das Schlüsselloch gut getroffen hat. Dann hat der Polizist gefragt, warum er jetzt einen Alkoholtest machen muss. Dann hat der Polizist gesagt, er sei gerade gelaufen, hätte das Schlüsselloch gut getroffen, er sei einfach hinten eingestiegen anstatt vorne. Noch ganz kurz zu der nächsten Sache. Bei uns im Thurgau, im Ermatingen am Untersee, gibt es eine Spezialität, die heisst Gangfisch. Das ist ein geräucherter Fisch, ähnlich wie ein Felchen. Und wie das der Gangfisch zu seinem Namen gekommen ist folgendermaßen passiert. Ein Bischof von Konstanz wollte über den See ins andere Kloster, das er gebaut hat.
Und auf dem Weg dorthin ist ihm ein Schwarm Fisch begegnet. Da sind so viele Fische gewesen, dass er nicht mehr weitergekommen ist mit seinem Boot. Irgendwann ist ihm zu viel geworden und er hat gerufen, «Gang, Fisch!» Dann ist der Fisch gegangen und er konnte weiterfahren. Uns wirklich genau so.
Dankeschön. Und jetzt, sehr verehrte Damen und Herren, die letzte Sage, die wir Ihnen noch singen, ist eine Sage aus Weggis. Sie wissen vielleicht, in Weggis gibt es doch die Rosennacht. Und einmal vor vielen, vielen Jahren hat ein junges Mädchen an die Rosennacht gehen tanzen. Und gerade da am Ecke vorne, wo der Parkplatz ist von der Hofmatt, die Hofmatt ist hier noch nicht gestanden, hat ein Jüngling auf sie gewartet. Er ist auf die Knie gefallen und hat gesungen für sie. Ein Lied, das heisst, heute ist die Nacht der Rosen. Das Mädchen hat den Jüngling zwar mögen, aber sie hat jetzt ausgerechnet an dem Abend nicht mit ihm den Abend verbringen. Der Jüngling ist so erhitzt worden, dass er auf der Stelle verdampft ist. Und an dem Ort, wo er verdampft ist, wachsen heute Rosen. Das ist die Sage der Rosennacht von Weggis. Es war die Zeit der Rosen am See, ein junges Mädchen.
Vielen herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Das ist das letzte Lied bereits von unserer Sage gewesen. Wir haben noch ein bisschen eine kleine Dreingabe mitgebracht, und zwar ein Kanon namens Viva la Musica. Es ist kein Sag, aber trotzdem ein schönes Lied. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier gekommen sind. Wir bedanken uns beim Alterszentrum Hofmatt, dass wir da sein. Es hat viel Freude gemacht, für Sie zu singen, und wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem weniger Schnee und mehr Sonne in der nächsten Zeit.